So Leute, ganz kurz vor dem Video, wir spielen nachher das Spiel 2 Wahrheiten und eine Lüge, wie das wird gerade nachher erklärt. Aber es ist ein kleiner Prank an Basil. Und zwar ist die Idee, dass man 2 Wahrheiten und eine Lüge hat. Das habe ich auch einmal so gemacht, aber einmal habe ich 3 Wahrheiten und einmal 3 Lügen. Mal schauen, ob er es herausfindet. Ich tue aber trotzdem so, egal was er sagt, dass das dann richtig ist und löse es erst ganz zum Schluss auf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo miteinander! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenkästchen TV. Heute haben wir das Spiel 2 Wahrheiten und eine Lüge für euch. Und darum geht es, dass jeder von uns 2 Wahrheiten und eine Lüge aufgeschrieben hat. Dann tun wir die vorlesen und dann muss der andere sagen, was die Wahrheiten sind und welches die Lüge und vielleicht noch eine Begründung dazu geben. Das erste ist, ich habe schon mal bei einer anderen Person geläutet, weil ich den falschen Läuteknopf drauf habe oder gedrückt habe. Das zweite ist, ich bin, seit ich im Gymi bin, schon 4 Mal mit dem Bus in die Schule, sonst immer mit dem Velo. Und das dritte ist, ich habe schon mal etwas von dir aus dem Fenster gerührt, weil du mich so genervt hast, bin es nachher aber wieder geholt, weil es mir leid hat. Also das erste ist auf jeden Fall die Lüge, weil ich weiss von 3 Mal, dass du mit dem Bus in die Schule gegangen bist. Und also, dass du Zeugs aus dem Fenster rührst, das ist schon 1, 2, 3 Mal, vielleicht sogar 4 Mal vorgekommen. Und dann bist du vielleicht wieder geholt. Also welches ist jetzt die Lüge? Die Lüge ist, dass du schon mal beim... Nein, das hast du auch gemacht! Hä, wieso? Nein, du hast schon... Nein, die Lüge ist, dass du noch nie... Ja. Die Lüge ist, dass du schon mal bei einer fremden Person geläutet hast, weil du den Läuteknopf nicht getroffen hast. Das ist falsch, sagst du? Ja, das ist die Lüge. Das ist richtig. Ich wollte so drücken, ich habe so eine Handschaltung gehabt, dann bin ich abgeschlipst und dann einen anderen Knopf gedrückt. Und die Lüge war, ich bin erst 3 Mal mit dem Bus in die Schule. Ja! Woher soll ich das wissen? Ja, hast ja gesagt, mindestens sicher 3 Mal. Beim 4. Mal bist du nicht sicher. Also, jetzt bist du da. Also. Das erste ist, ich habe schon mal in der Schule einen Lehrer verarscht. Also nicht so, die Aufgabe ist falsch, sondern wirklich etwas komplett komisch erzählt und mit der zum Inhalt verarscht. Dann, ich klaue manchmal die Schulhefte von Kollegen. Oder ich habe schon mal bei einer Prüfung komplett abgeschrieben. Also, das Mittlere, dass du Hefte klaust, ist sicher richtig. Und das Erste passt nicht so zu dir, aber ich weiß nicht genau, was du mit Verarschen meinst. Und das Letzte ist, dass du eine Prüfung komplett abgeschrieben hast. Ich glaube kaum, dass du jede Aufgabe abgeschrieben hast, weil mindestens den Namen hast du nicht abgeschrieben. Also es stimmt nicht, dass du eine komplette Prüfung abgeschrieben hast, weil den Namen hast du nicht abgeschrieben, darum macht es keinen Sinn. Und auch wenn es andere ist, ist das auch falsch. Also, das, was du gesagt hast, ist wahr. Die Prüfung hat aber allerdings nicht gezählt, weil ich so schlecht war und der Klassendurchschnitt irgendwie 3,1 war. Und ich habe sogar den Namen abgeschrieben, weil ich es von den Arbeitsblättern abgeschrieben, weil ich allein im Raum war. Also das bedeutet, ich habe noch nie einen Lehrer verarscht. Aha, ich habe gedacht, du hast bei niemandem abgeschrieben. Bei jemandem abgeschrieben. Okay, gut. Das nächste Ding. Also, das erste ist, ich bin in einem Seilpark nicht mehr weitergekommen und musste darum wieder einen Teil zurückklettern, um dort wieder wegzukommen. Das zweite ist, ich habe in dieser Woche 2-mal Pizza gegessen. Und das dritte ist, ich habe noch nie eine Prüfung verrissen, weil ich so schlechte Noten hatte, dass ich es jemandem mal wieder zeige oder so. Du hast in dieser Woche nicht 2-mal Pizza gegessen. Weil, dass du beim Seilpark zurückgeklettert bist, da bin ich glaube ich sogar dabei gewesen. Nein. Okay, aber das ist auf jeden Fall richtig, weil Leonie sagt, ich war nicht dabei gewesen. Das bedeutet also, es ist richtig. Und du bist auch etwas sehr Ordentliches und Papierfetzen im Prüfungsnäppchen
wird bei dir nicht vorkommen. Also, welches ist jetzt falsch? Dass du die Woche zweimal Pizza gegessen hast. Das ist richtig. Also ja, das ist falsch. Also, kompliziertes Spiel. Gut, nächstes. Also. Ich habe schon mal bei einem kompletten Spiel die Regeln falsch, oder extra falsch interpretiert, damit ich gewinne. Und ich schulde dir noch Geld, wo du nicht weißt, dass ich es dir schulde. Oder ich habe mal vorgehabt, den Speicher von deinem PC zu löschen. Also, ich glaube, das vom Computer den Speicher löschen, das würde ich dir jetzt schon noch zutrauen. Was ist das zweite? Ich schulde dir noch Geld, wo du nicht weißt. Denkst du, ich weiß es nicht oder weißt du, dass ich es nicht weiß? Ich denke, du weißt es nicht. Okay. Und das erste war was? Dass ich schon mal die Regeln von einem Spiel falsch interpretiert habe zum Gewinnen. Ich sage 2 ist die Lüge. Das ist richtig! Wow, bin ich gut. Aber vielleicht schuldest du mir Geld, aber du weißt es nicht. Das kann ja auch sein. Das kann sein, aber das ist ja nicht die Frage. Gut, dann das nächste bei mir ist, ich habe dir 10 Franken oder mehr geklaut, also wirklich eine 10 noch nicht aus dem Portemonnaie genommen. Oder ich habe am ersten Schultag in der neuen Klasse bei der Vorstellungsrunde gesagt, ich heiße Leonie ohne R. Oder ich habe unsere Katze mal vom Baum abholen, weil sie nicht mehr selber runtergekommen ist. Eigentlich fände ich es auch geil, wenn du die 10 Franken geklaut hättest. Die könnte ich jetzt zurückverlangen. Aber ich weiss, dass du gerade abgeholt hast. Und Leonie mit R ist eine Masche von dir, die du extrem oft bringst. Was habe ich abgeholt? Die Katze. Was habe ich abgeholt? Ja. Aha. Ich glaube, ich weiss sogar noch wo. Darum sage ich... Also unsere Katze. Ja. Darum glaube ich, dass du mir nicht 10 Franken geklaut hast. Obwohl ich es sehr gerne hätte. Also 10 Franken ist die Lüge. Ja. Es ist richtig. Also, es ist die Lüge. Und das Spiel ist kompliziert für mich. Also, das erste ist, ich bin schon mal in der Klasse der Schlechteste beim Leichtathletiksporttag gsi. Dann die zweite Aussage ist, ich bin intelligent. Und die dritte Aussage ist, ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk. Für wer? Allgemein. Ja. Also, das letzte ist falsch, ist die Lüge, weil du hast ein Weihnachtsgeschenk. Die habe ich vergessen. Okay, gut. Nee. Das ist die eine Lüge und die andere Lüge ist, dass du intelligent bist. Die Lüge ist, das ist ja schon mal der klasse Schlechteste. Ich bin nur der zweitschlechteste gsi. Also du hast das Spiel auch nicht gecheckt. Okay, gut. Also übrigens, ich muss dir noch etwas sagen. Was? Und zwar hast du das zweite und das dritte falsch gehabt. Weil beim zweiten sind alle Aussagen richtig gewesen. Und beim dritten sind alle Aussagen falsch gewesen. It's a prank! So, nachdem der Prank sehr erfolgreich war, weil der Basil hat echt nichts gemerkt, hat das Spiel eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht, weil wir ja nicht wissen, wer den anderen besser kennt. Ja, ich meine, du hättest ja sowieso verloren und du kannst ja nicht verlieren. Das ist etwas, was du nie gelernt hast. Aber ich zahle dir das auf jeden Fall zurück. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das wird heftig. Sehen wir dann. Ciao zusammen! Du bist viel zu wenig enthusiastisch! Ja, ich bin nicht verarscht von dir!